Ein Schlag aus heiterem Himmel. Peekskill, Bundesstaat New York, der 9. Oktober 1992. Ein Meteorit groß wie ein Football schneidet durch ein Auto wie durch Butter. Das ist ein Chevrolet gewesen, den wenige Tage zuvor eine 18-jährige Michelle Knapp zu ihrem Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Und die Story ist wohl, dass sie im Haus saß, einen großen Schlag gehört hatte und aus der Türe kam und einen Meteoriten unter dem Auto gefunden hat. Ein 15 Zentimeter tiefes Loch im Boden. 12,5 Kilo waren von dem 20 Tonnen schweren Meteoriten übrig geblieben. Die Erde war ihm in die Quere gekommen. Es ist ein kosmischer Zusammenstoß mit sehr hoher Geschwindigkeit. Die Erde bewegt sich schon mal mit 30 Kilometer pro Sekunde um die Sonne. Und die Asteroiden und deren Fragmente, was ja die Meteorite eigentlich sind, bewegen sich auch auf Ellipsenbahnen um die Sonne mit noch höheren Geschwindigkeiten, 40, 45 Kilometer pro Sekunde. Es ist also ein kosmischer Verkehrsunfall. Dieter Heinlein aus Augsburg ist Privatforscher, einer der renommiertesten Meteoritenkenner. Seit 1974 sammelt er Himmelsgesteine. Aus aller Welt kommen Fans in sein Labor, um Fundstücke untersuchen zu lassen, auch die bayerischen. Am 6. April 2002 schlug ein Meteorit mit immer noch 280 Stundenkilometern bei Neuschwanstein ein. Wir konnten die Masse und auch das Aufschlagsgebiet dieses Meteoritenfalles berechnen und dort systematisch suchen. Und trotzdem hat es noch 3 Monate gedauert, bis dieses erste Fundstück geborgen werden konnte und über ein Jahr, bis das zweite und das dritte auch gefunden war. Schloss Neuschwanstein wurde dank heftiger Seitenwinde knapp verfehlt. Zerstörerische Kraft, unscheinbar verpackt. Wenn wir einen Meteoriten am Straßenrand liegen sehen würden, würden die meisten an einem Meteoriten vorbeigehen. Es ausschaut wie ein ganz normaler Stein. Und im nächsten Moment hat er eine Herkunft, der in eine Dimension geht, die eigentlich in Raum und Zeit unvorstellbar ist. Die Angst, dass uns der Himmel auf den Kopf fällt. Dabei wurde bislang nur ein einziger Mensch von einem Meteoriten tödlich getroffen. Angeblich ein Wanderer 1888 im heutigen Irak. Für mich sind Meteoriten eigentlich eine ganz schöne Metapher für Dinge, die schwer zu greifen sind und dann doch so ganz banal in unseren Alltag einschlagen können. Seit 16 Jahren arbeitet Lukas Kindermann an seinem Kunstwerk True Stories. Acrylglaskästen mit 60 Originalen und mehr als 3 Dutzend Meteoritenschauergeschichten. Darunter auch die von ihr. Anne Hodges, die einzige Frau, die von einem Meteoriten getroffen wurde und es überlebte. Am 30. November 1954 durchschlug der 4 Kilo schwere, Grapefruit-große Himmelskörper Hausdach und Zimmerdecke, prallte ab und traf sie. Gut, dass es nicht der Blaubeuren war, der schwerste Steinmeteorit, der je in Deutschland gefunden wurde. Über 30 Kilo. Im Anschnitt wie Leberkäse. Wenn man diesen Meteoriten aufschneidet, dann sieht man, dass im Inneren sehr viel Metall, Eisen und Nickel enthalten ist und eine ganz feinkörnige Struktur, wie sie bei irdischem Gestein niemals auftritt. Sogenannte Chondren, Schmelzkügelchen sind da zu sehen und die bilden also die Matrix dieses Steins. Während das Äußere verkrustet, bleibt im Kern die Zusammensetzung so erhalten, wie sie vor 4,5 Milliarden Jahren bei der Bildung unseres Sonnensystems entstanden ist. Meteoriten sind Postwurfsendungen durch Raum und Zeit. Am 15. Februar 2013 tritt nahe der russischen Stadt Tscheljabinsk der größte Meteorit seit 100 Jahren in die Erdatmosphäre ein. 12.000 Tonnen Masse, 1.500 Verletzte, vor allem durch splitterndes Fensterglas. Dort weit verbreitete Autokameras sorgen für die bislang beste Dokumentation eines Einschlags. Das Objekt erzeugt beim Auseinanderbrechen eine Feuerkugel 30-fach heller als die Sonne. Der Meteorit, den wir aus dem Weltraum erhalten, der hat sehr viel Information über die Anfänge unseres eigenen Sonnensystems. Es ist Materie, die nicht auf unserer Erde entstanden ist, sondern es ist Urmaterie, die 4,5 Milliarden Jahre alt ist und sich seitdem eben nicht mehr verändert hat.
Der Stubenberg-Meteorit, der jüngste bayerische Fall, drang 10 cm tief in niederbayerischen Waldboden ein und ist auf diese Weise wunderbar unversehrt geblieben. Der Meteorit, der einem amerikanischen Vietnam-Veteran exakt im Briefkasten landete und ihn zunächst an einen Anschlag denken ließ, war kaum größer als ein Baseball. Der Gesteinsbrocken, der nahe dem heutigen Nördlingen einschlug und das dortige Ries schuf, hatte wohl einen Durchmesser von 1 Kilometer. Am Freitag, den 13. April 2029, kommt nun Apophis der Erde gefährlich nahe. 370 Meter Durchmesser. Das wird interessant.